Freunde, ihr hört es bereits an der Musik. Es geht episch weiter hier bei Xenoblade Chronicles. Ihr dachtet, ein Xord wäre bereits episch genug. Oder habt ihr keine Ahnung, was uns jetzt gegenübersteht? Hey, das ist ja der helle Wahnsinn, ey. Guckt euch die Scheiße an. Wir haben da Metal Face, wir haben 5, 6 Xords. Das ist... Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überfordert. Naja, mal gucken, nicht wahr? Wir haben da 3 plus auf der Reserve, glaube ich, oder? Moment mal kurz, Moment. Ja, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Auf der Reserve, war doch gesagt. Ja, ich guck gleich. Kann ich gerade? Ne, kann ich natürlich nicht. Reserve wäre jetzt mal cool gewesen, die ausprobieren. Aber vermassel dich, Arsch. Nur gut, dass wir die platt machen, das geht relativ flott. Gute Karotte will ich mal sagen. Gut, und... Der ist gleich down. Nein, bring den Schwanken, Alter. Was sieht ihr da vorne? Sind schon wieder die Xords. Alter, wie krieg ich die down? Gut, die kommen ja später. Zum Glück will ich mal sagen. Ne, sonst wäre ich hier echt am Arsch. Na, gleich haben wir doch abgeblockt. Wollen wir verarschen? So, der wäre auch fast weg. Vom Level her müsste eigentlich locker gehen, aber ich mache mir mehr Sorgen um die Xords. Alter! Wollen wir... Irgendwas tanzen, wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade den Tanz vergessen. Spielt auch keine Rolle. Ich soll mich sowieso mehr aufs Spiel konzentrieren und weniger aufs Kommentieren. Damit wir vielleicht nicht so oft fehlen. Meine Fresse. Ja, aber nicht die wahre Macht, leider. Schulk! Schulk! Setzt mal die wahre Macht ein, hey, sonst mache ich's dann. Ja, ich weiß, ich könnte bereits Kugelreis einsetzen, will ich noch nicht. Die habe ich mir aufheben, bin ich bekloppt. So, ist sowieso gleich down. Und noch kurz aufleveln. Kann ich bei ihm noch kurz machen. Ja. Ah, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? So. Wer will jetzt nochmal? Wer hat noch nicht? Ah, der Mann, ey, let us your power! Haben die eigentlich alle schon Power von Monado? Offenbar nicht mehr, wa? Scheiße, hält das gar nicht so lange, oder was? Ja klar, kommt die ein nach dem Mann, oder was soll der Scheiß? Mann, der Nächste. Leute, jetzt bin ich am Arsch. Ich hab da 5 Xords plus 1 Eisenface, wie mach ich das? I can take the smaller ones. But the rest will be like fighting Zord over and over. If only the Monado would work on these things. Focus, Shulk! Look out! Rain! Look at you all! Look at this, Metal Brain! That it, Grandpa? Running out of ideas here. You may be able to block a projectile, but let's see if you can block this! Tell me, how does it feel to be such a pathetic hero? You okay, Dumban? Oh, does it hurt? I bet it does. It hurts because the Monado won't work for a bunch of losers like you! What are you? Save it. I ain't interested. You little maggots need to learn when you've been stepped on. That light. Everyone, fall back, now! Won't change a thing. I'm gonna wipe you out once and for all. What the? Telepia? Now's our chance! You'll pay for that! How are you? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak and pathetic. What or who are you? You will pay for what you've done!
You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! Another one. Enough of this. You got lucky, brat. Next time, your head is mine. You're not getting away! Get back here! Shulk! Rhine! Let it go! You've got to be kidding! He's the one who killed Fiora! Know your limits. We'll get another chance. Fine. That thing saved us. Whatever it was. You did well. But what of the boy? Ah. Well then, there is much to be done. Was zum Henker? Speichern, natürlich speichern. Junge, also das, Leute, war wieder mal eine Szene, hey. Aber wieso kann der Schulklotz dem Eisenface Schaden zufügen? Hat er irgendwie unabsichtlich was ausgelöst? Oder war einfach die Schutzbarriere unten von dem Viech? Oder ist Monado doch noch so eine Waffe, die halt auf Gefühl und Emotionen reagiert? Und Schulk war gerade irgendwie im perfekten Gleichgewicht oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung, aber ich denke, wir werden es noch herausfinden. Und wir sehen das Scheißvieh noch öfters. Alter Schweden, so viele Gesorts gegen die Krise, ey. Ja, auf alle Fälle wird es nicht langweilig, das ist schon mal klar. I thought it was you. Nice to see you, Dixon. It's been a while, Grandpa. 1 year, if my memory hasn't left me. Good to see you haven't kicked the bucket. Put a sock in it. Wait. Dixon. Dunban. You're the heroes who risked your lives a year ago in the battle to defend the colonies. What's a pretty young lady like you doing hanging around with this bunch of slackers? Dixon? Dunban, Dixon. Thanks for helping out back there. I don't believe we did anything. He's right. Save your thanks for that giant bird. What was that thing? A Telethia. A mystical beast that protects the sleeping Bionis. Though I've never heard of one ever venturing down to where us Homs live. Strange. A Telethia? So that's what it's called. A mystical beast that protects the Bionis. So, what's your plan from here? Follow that metal-faced machine, I presume? What else? He's gonna pay for what he did to Fiora. Well then, there's only one place he'd go. Galahad Fortress in Sword Valley. A year ago, those things were building a huge fortress, right in the valley. Tactically, it's an excellent location to launch attacks from. I feel there's a strong chance they've now finished building it. That would explain why both colonies were attacked recently. Sword Valley, the very place where we made our last stand 1 year ago. So it's settled. Bash down a fortress and smash some metal brains. Easy, Ryan. Shulk, there's somewhere else I need to go first. But what could be more important than... Wait, you saw another one. Saw what? What are you on about? Tja, wird wohl Zeit für die Wahrheit. These visions sound pretty handy. Well, out with it. What do you see? I was somewhere very high up. I was fighting at the peak of a huge tower. Fighting Metalface. I heard a voice. And then the Monado's power was unleashed. His armor instantly gave way. The Monado doesn't work on Metalface at the moment. But if that vision comes true... A tower, huh? Doesn't give us much to go on. Can you remember anything else from your vision? I remember... a huge horn. That's it. As I fought Metalface, I could see the Bionis head. Prison Island. Prison Island? I've never been, but I've heard of a black tower at the head of the Bionis. They say it was built by the ancient High Entia race. The High Entia are real? I thought they were a myth. I wouldn't blame you, son. An ancient race living at the top of the Bionis.
It does sound crazy. But Bionis is home to all kinds of different people, not just us. That includes the High Entia. The High Entia, huh? I dismiss them as folklore as well. Never assume anything. Seeing is believing, right? Have you ever met one? Well, yeah. Wow. Dixon, man, you're just full of surprises. What can I say? I'm well-traveled. And it's all for your future. Day and night I've searched for new lands, met new cultures, and gained knowledge for our people. The life of a wandering old fool. A lonely one at that. Stop your whining. You do it because you enjoy it. And you make a tidy profit. Who asked you, Dunban? Well then, Shulk, what's it to be? We'll head there. There are alternatives. We could abandon the colonies, find a place the Mekon will not discover and live in secret. I realized something when we were fighting Zord. Wherever we go, they'll follow. We can't run from these things. We must fight on. I see. Then I am obliged to join you. You want to come with us? Scared I'll get hurt? No way. We know you're stronger than anything. Right, Ryan? You bet. I've recovered a great deal since we last met. And that miserly old coot over there made me this. Sharp, light, perfect for cutting through steel. Show me a Mekon and I'll slice it in two. I might not be in peak condition, but I'm useful. I can't thank you enough. We're in it together now. You can count on us, Dunban. Miserly old coot. That sword is forged from Mekon armor. It's worth every penny. So you keep saying. If you want to go to the Bionis head, you'll need a guide to get to the upper regions. We're at the bottom, so I guess the only way to go is up. Right, but we'll need to go up the lower back first. The lower back? Colony 6 is right at the top of the Bionis leg, so we'll have to head around the waist. Through a place called Sartol Marsh. Follow me. Na, ist das geil oder ist das geil, Freunde? Wir haben zwei neue Freunde. Okay. Ja, ist gut. Nur Dunban ist dabei und der andere Dixon ist halt Reserve, mein Gott. So, okay, wieder B. Ja, jetzt kann ich... Nicht oder ernst, oder? Ich kann immer 3 dabei haben? Soll das ein Scherz sein? Och nö, komm schon. Anti-Mechon-Glaive, okay. Ich glaube, er ist ja ziemlich schwach, kann das sein. Charakterwechsel mache ich irgendwie zur Gruppe hinzu. Jo, so einfach geht das. Ja, die Frage ist halt, soll ich ihn wieder mit reinnehmen oder soll ich... ein bisschen die Frage, war. Auch klar ist eigentlich nicht. Mal so ein bisschen trainieren, so mal zu gucken, was er so drauf hat. Aber ich finde es schade, dass ich nicht irgendwie 4 oder 5 miteinander gleichzeitig führen kann. Das wäre geil gewesen. Naja, kann man halt nicht ändern, nicht wahr? So, jetzt habe ich hier die Waffe. Ich denke mal, die kann ich nicht groß wechseln. Nö, die ist gut so, wie sie ist. Gut von mir aus. Jo, Mann, geiles Schwert. Ja, ist schon gut, dann ist schon gut. Dann habe ich hier noch was fürs Gemüt, sage ich mal so. Ja, oder auch nicht. Nee, schwächt in alles nur. Darf nicht wahr sein, oder? Abwehr. Ich brauche nicht mehr Abwehr oder weniger. Ich brauche mehr Angriff. Dunban, du bist ein neuer Angriffsprofi neben mir. Also neben Shulk natürlich. Alles General war. General. Alles Generalüberholung. Ja, Mann, ich bin General überholt worden. Ja, siehst du, gut, meine Hose ist ein bisschen schmutzig, aber sonst geht's mir gut, ja. So sieht es auch aus. Oh! Ja. Schöpferschutz, dafür geht die Defense runter. Ja, geht zwar auch ein bisschen. Die Abwehr geht runter. Wobei, brauche ich das überhaupt bei ihm? Das soll mir eigentlich im Angriff helfen, nicht wahr? Was für einen anderen Charakter? Ach so! Ups, sorry, aber ganz übersehen. Ja, aber ganz übersehen. Nee, sieht mies aus. Ich hab nichts Besseres für den alten Knacker. Ja, komm, wisst ihr was? Ich lasse mal ein bisschen so drin, mal gucken, wie er sich so trainieren lässt und so. Und halt immer mal wieder ein bisschen wechseln mit Charla. Ich denke mal, wenn die ein Level drunter ist, jetzt generell halt von Shulk und Ryan auch, dann wird es schon ungefähr gut gehen, nicht wahr? Ist ja noch Lauerpart, wie gesagt. Mal gucken, Talentbäume, kann ich da was bei ihm noch machen? Vielleicht doch, jetzt habe ich ihn noch dabei. Sind die trotzdem noch drin? Ist so geil, sind trotzdem noch drin.
Ist die echt fett. So, Verknüpfungen. Kann ich da irgendwie was... Ah, da geht sogar unter den Gruppenmitgliedern. Ey, ist das geil. Ja, das funktioniert zumindest, oder was? So, erlaubt es sein, das... Ach so, vielleicht braucht er mehr. Oh, Äthertechniken, hat er Äthertechniken drauf? Weiß gar nicht. Mittlere Rüstung. Heilungstechnik, wenn die Angriffsketten Stärke braucht, er vermutlich eher weniger. Mach mal den da verknüpft und dann bei ihm, das hat sowieso nichts. Hast du noch so ein Symbol? Das hast du zwar schon, aber ja gut, den Willenskraft von mir aus. Naja, kann ich hier bei Wine wieder? Bei Wine sage ich schon bei Schulk. Schulki Boy, du brauchst einen Runden. Kannst du vergessen. Schala, hat die wenigstens was Rundes? Nö, die hat nichts Rundes. Mann. Okay, lass mal. Noch kurz hier Techniken. Vielleicht kann ich dann noch was verbessern. Ja, vielleicht. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Klingenstrom. Nee, geht ja gar nicht. Der Trottel. Entschuldigung. Da geht ja gerade auch nichts. Kann ich bei ihm noch was machen? Oh ja, alter Schwede. Der hat aber seltsame Techniken drauf. Okay, die mal testen natürlich. Was habe ich da? Schneller tiefer Stich, der eine Blutung erzeugt. Bei mich kommt es wohl eher weniger, aber gut, mal gucken. Mach gleich zweimal, das ist schön so. Dann Blitztritt. Nach Orkanschneider lässt das Feinde schwanken. Oh, das wäre noch geil, wenn man das machen könnte. Harter Tritt. Ich hoffe, das geht auch schnell bei ihm. Gut, mal die zwei. Motivationsaura, die Stärke steigert. Ja, klingt auch schön. Zweier-Kombo. Oh. Wobei, da steht ja physische Abwehr und Stärke. Ist meine Stärke damit gemeint oder die des Gegners? Müsste man vorher wissen, oder? Naja. So, Weltenschlag, nicht Weitenschlag, Mann. Schlachtenauge, fixiert den Fall mit einem Blick und erzeugt Konzentration. Ja, das ist immer wichtig. Nicht nur in der Schule, sondern auch beim Videospielen. Und vor allem beim Let's Playen. Wer das nicht glaubt, der soll meinen letzten Parts anschauen. Der weiß, was passiert, wenn man sich halt nicht konzentriert. So, hat er das auch mal geklärt. Mächtiger Körperstoß, der Schwang die Feinde umwirft. Hatten wir doch schon. Hä? Beim Blitztritt. Nach Orkanschneiden, na gut. Ich hoffe, es kann sich Dunbender selber einrichten. Alter, ich habe noch so viele Punkte da, wo ich vergeben kann. Himmelsodem. Blendende Blüte, haben wir eine Aktion, die Gegnerwut auf Dunbend lenkt. Oh. Ja, wenn das so gut sein soll, dann c'est la vie, von mir aus. Jetzt mache ich hier noch vor allem da Orkanschneide. Wird wohl sein Hauptangriffsmove sein, zusammen mit Blitztritt. Blitztritt. Denn der ist auch noch cool und dann war's das wohl fürs Erste. Jo, das war's für ihn fürs Erste. Und was sagt die Zeit? Gut, ich habe noch ein bisschen, wir gehen weiter. Zu dritt momentan. Dunban, wieso ist dein Symbol da links noch? Das irritiert mich ein bisschen. Dunban! Hab da hinten was vergessen? Ach Freunde, guckt euch das Wetter an. Mein Lieblingswetter übrigens. Ja, man glaubt es kaum, das ist mein Lieblingswetter. Da kann man wunderbar zocken, wenn es draußen stürmt, regnet. Einfach nur ein richtiges Pisswetter ist, kann man drin wunderbar zocken. Man ist noch erfrischt, wenn man halt nach draußen geht und das Fenster öffnet. Herrlich. Herrliches Wetter. Wobei ich auch sagen muss, ich mag prinzipiell gerne Wasser, was wohl daran liegt, dass Wasser mein Element ist. Was bist denn du da für einer? Hallo, komm runter, ich will dich fangen. Ja, will wohl nicht. Schade. Ja, wie gesagt, Wasser grundsätzlich mein Element. Auch ein bisschen langsamer sprechen, dann geht es ja auch wieder schneller voran. Kann ich hier was machen? Nö. Ist einfach sonst eine auffällige Steinwand, ist ja auch schön. Handlungsnotiz. Ich dachte, da wollte einer uns führen. Was bist denn du für einer? Harter Igler. Wollt ihr mich schlagen? Jetzt noch nicht, vielleicht später. Mann, was soll die Handlungsnotiz da? Ich brauche die nicht. Zum Haupt des Bionis mit der Gefängnisinsel geht es durch den Sumpf von Saturi. Verlass dafür das Bein des Bionis in die andere Richtung. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Siehst du, ich gehe ja schon. Wie, jetzt immer noch falsch oder was? Willst du mich verarschen? Und unten komme ich doch. Kapiere ich nicht mal, was sagt denn die Karte an? Unsere Lieblingskarte, was zeigt die an? Tja, nicht gerade sehr viel.
Eben, dahin muss ich doch, oder? Hä? Das stimmt's ja. Seltsam. Handlungsnotiz, andere Richtung, ja, gut, mal gucken. Vielleicht gehe ich ja doch falsch. Wer weiß das schon, nicht wahr? Dass man hier ein paar Items einsammeln, ist doch auch schön. Ein paar Gegner platt machen. Und sie machen mich platt, das wäre weniger schön, aber es soll es ja auch geben, nicht wahr? Ja, anderes Thema. Anderes Thema, schönes Wetter und ich hab da... Das kann hier der Sumpf, das sieht ja schon so sumpfig aus. Nebelweg. Oh, ja. Willkommen im Sumpf, das sind immer meine Lieblingsgebiete, hey. Kelscher Feuchtgebiet. Ja. Ist der starke Gegner? Hier sehe ich nichts, wa? Ja, und schon kommt die nächste Cutscene, oder was? Sumpf und Satol. Satori? Satol, glaube ich. Was? Wie kann man so einen Namen aussprechen? Satol. Oh ja, das bei uns ist echt riesig, bis ich da oben mal bin. Oh, das dauert Ewigkeiten. Was ist denn das für dich da oben? I've never seen anywhere like this. You see? This is why I've been saying you need to get out of the lab every now and then. We're aiming to get inside the Bionis. We can get to the upper regions from there. Wow. I've never thought about going inside the Bionis. The closer we get to the top, the more monster trouble we're gonna run into. The only things that venture this far in are the Nopon merchants and curious types like me. You really know all the fun spots, eh, Dixon? You want to get to the top? Then this is the only way. We'll push on, no matter what. That's the spirit, Shulk. Ja, klingt doch gar nicht mal so übel. Auf alle Fälle klingt es sehr actionreich und sehr spannend. Aber Freunde, was wir hier alles erleben werden, das erfahren wir erst in der nächsten Folge bei Xenoblade Chronicles. Ja, ist leider mal wieder Zeit dafür. Aber ich denke mal, es wird spannend weitergehen und von dem her ist der Cut hier schon einigermaßen angemessen. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.